Ganz liebes Hallo vom Untersee. Heute starten wir die 3. Folge von unserer Tour mit Genuss durch den Thurgau. In den letzten 2 Folgen haben wir schon wahnsinnig viel erlebt. Zum Beispiel die letzte Nacht haben wir im Bubble geschlafen. Ganz ein spezielles Erlebnis. Aber heute haben wir auch wieder viel vor. Wir gehen am Untersee entlang, starten hier in Mammeren, wo wir 2 ganz innovative Damen besuchen und ein Apero schon am Morgen früh nehmen. Dann geht es weiter nach Steckbaren, wo wir dann auch zu Mittag essen und natürlich auch das schöne Städtchen noch ein bisschen anschauen. Nachher satteln wir um, gehen mit dem Velo oder fahren mit dem Velo bis zum Arenenberg, schauen uns auch dort das ganze Gebäude und die Anlage im Detail an, bevor wir noch ein bisschen weiter radeln und auf den Napoleon-Turm raufgehen. Für den Sonnenuntergang sind wir noch ein bisschen früh, aber am Schluss fahren wir ja wieder am See entlang zurück nach Steckbaren, wo wir dann im Hotel Feldbach übernachten. Ihr seht, wir haben auch heute wieder richtig viel vor, viele spannende Sachen, viele spannende Stationen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Kommt mit am Untersee entlang. Mit Blick auf den Untersee sind wir jetzt hier bei der Tröpfel GmbH und jetzt gehen wir einmal rein schauen, was die uns so Feines hier zu zeigen haben. Wir haben es schon kennenlernen. Jetzt hier bei mir steht Patricia von der Tröpfel. Wir haben jetzt das erste Getränk, das ist ein Paes. Was ist das Spezielle an dem? Also, wie du ja weißt, unsere ganze Linie ist alkoholfrei und immer mit Schweizer Früchten. Und da haben wir jetzt im Gegensatz zum Tröpfel, wo wir ein bisschen bekannt sind, ein Produkt mit wenig Kohlensäure. Ein Paes ist wie ein alkoholfreier Hugo. Natürlich eben auch mit Schweizer Früchten, feine Aromatik von der frischen Holunderblüten. Es ist auch noch isotonisch, also ideal, wenn du mal einen Durchhänger hast. Okay, wenn wir nachher recht Velo fahren, genau. Dann ist das ganz das Richtige für uns. Wenn er durch den Thurgau durchstartet. Und der Name Paes kommt von unseren Vornehmen. Also ich bin Patricia und meine Geschäftspartnerin Testa. Und im Italienischen ist es eben schön, weil Paes ist ein kleines Dörfli, ein kleines Unternehmen. Dann passt es. Passt auch zu, genau. Ja. Und fein ist er auch. Schön. Nicht zu süß. Gell? Ich lasse manchmal bei diesen Hugo-Mix auch so ein bisschen. Ja. Aber der ist wirklich aromatisch. Man schmeckt auch richtig den Holunder. Schön. Ist fein. Die zweite wichtige Frage vom Tröpfel ist da bei mir jetzt, Esther. Du hast mir gerade euren allerersten eingeschenkt, den Tröpfel 1, sagen die. Der erste, genau. Der erste. Wie ist das Ganze so ein bisschen entstanden? Was ist die Idee da dahinter, hinter den Tröpfeln? Also wir sind 2 Frauen aus der Gastronomie ursprünglich und haben die Apero haben immer gleich ausgesehen, Weiss wie Wasser und Orangensaft. Und das ist uns irgendwann langweilig geworden. Und weil es nichts anderes gegeben hat aus heimischen Früchten, haben wir es selber auf den Markt gebracht vor 12 Jahren. Und die sind ja doch schon recht gewachsen, 350 Wiederverkaufsstellen, 400'000 Flaschen oder ist bereits schon 40'000. 40'000 Flaschen im Jahr, also das... Genau. Ja, haben schon irgendwo einen Nerv getroffen? Ja, das sieht so aus, wir haben den Nerv getroffen, genau. Die es schon am Anfang vor 12 Jahren hat die erste Produktion von diesen 900 Flaschen, die wir gehofft haben, wir haben sie im ersten Jahr verkaufen, gerade einmal 3 Monate gelangt. Weil einfach wir jetzt zum Probieren gegeben und sie haben gefunden, wow, kann ich gerade noch eine Flasche mit reinnehmen. Das war wirklich nur in unseren 2 Betrieben. Ja, das eine hat das andere ergeben und so ist das jetzt von Jahr zu Jahr. Ja, die Nachfrage ist einfach da, ist lässig. So, wir haben jetzt hier heute Morgen 2 echte Powerfrauen aus dem Thurgau kennenlernen. Patricia und Esther haben da etwas ganz Cooles auf die Beine gestellt. Wir haben ganz verschiedene Tröpfel probieren. Danke vielmals für das. Und wenn ihr jetzt auch einmal vorbeikommen wollt, dann könnt ihr entweder hier vorbeikommen. Dienstag bis Samstag haben wir gesagt. Bei der Öffnungszeiten könnt ihr reinschauen und die Produkte mal testen, mal schauen, was es alles gibt. Weil, wir haben gesagt, es muss nicht immer Alkohol sein bei einem Apero. Ihr habt eigentlich die beste Alternative, die man im Thurgau wahrscheinlich findet. Finden wir natürlich. Genau, probiert Tröpfel aus, auch sehr gut als Geschenk. Ich habe es gesagt, Firmengeschenk ist ein grosses Thema. Danke vielmals euch für den Einblick, es war super fein gewesen. Und wie wir vorher gesagt haben, degustieren geht auch am Morgen, vor allem bei Tröpfel. Euch wünschen wir weiterhin viel Erfolg, dann auch mit dem neuen Produkt und ja, zum Wohl. Prost. Danke auch vielmals. Zum Wohl.
So, die Velos sind ausgeladen und parat. Parkiert haben wir hier beim Hotelrestaurant Feldbach. Da schlafen wir auch heute Abend, aber zuerst geht es jetzt einmal zum Mittagessen. Schliesslich plagt uns schon wieder ein kleines Hüngerli und Steffi weiss auch, wo es hingeht. Wir radeln zum Seerestaurant Frohsinn, auch hier in Steckbaren. Und ich habe uns noch schnell eine Parkbewilligung geholt, dass wir hier auch ohne Buß parken können. Als erstes gibt es hier im Frohsinn gerade mal einen richtig guten Apero. Es gibt Rhabarber-Sirup mit Seko, hat es geheißen. Und das bei einer fantastischen Aussicht. Wahrscheinlich sieht man schon ein bisschen, ich würde mal sagen, wir stoßen da, oder? Zum Wohl. Zum Wohl. Das sind die hochgelobten gebachenen Igelfilet. Wir waren bei der Labarzt zu Besuch heute zum Mittagessen und ihr habt es ja vorher schon gesehen, die Aussicht ist einfach der Hammer. Sind ihr schon seit Generationen wahrscheinlich da, oder? Das ist Generationenbetrieb, ja. Das war früher ein Bauernhof. Ah, okay. Und vor etwa 50 Jahren oder noch ein bisschen mehr ist es umgebaut worden zum Restaurant. Und wie lange machen ihr zwei es schon da? Ja, schon ziemlich lang. 24 Jahre. 24 Ja, Jahre. genau. Was zeichnet euch so ein bisschen aus? Ist es der Egli, den wir heute dürfen probieren, der so ein bisschen eure typischste und traditionellste Speise ist? Oder? Ich glaube schon, ja. Er kommt zwar, der ist jetzt nicht aus dem See gewesen, weil es, im Moment fangen es gar nicht. Ja. Aber eigentlich kommen viele Leute wegen diesen gebachenen Egli. Genau, also uns hat es hervorragend geschmeckt, es war sehr fein gewesen. Und jetzt geht es für uns auch schon weiter am See nach rauf zum Arenenberg. Weiter geht's. Hey, das ist doch auch ein Bubble. Natürlich auch cool, mit Seesicht übernachten. Wir sind im Arenenberg angekommen und jetzt schauen wir uns das Areal an. In der Hotelrezeption werden wir erwartet und dann bin ich gespannt, was uns alles zeigen. Hier Beatrice Forster bei uns, sie ist Leiterin des Seminarhotel und mit ihr dürfen wir jetzt den Arenenberg ein bisschen erkunden. Was macht der Arenenberg so speziell für den Thurgau? Was macht er aus? Die Lage, einmalige Lage auf der Untersee, auf Deutschland über, sagen wir jetzt mal, Reichenau, dann das Schloss. Das heisst, es ist ja nicht ein Schloss im konventionellen Sinn, es ist eher ein Landgutssitz, wo eine Königsfamilie gelebt hat. Und das macht den Charme aus, dann auch der Garten ringsum, die Bäume, das ist etwas Wunderbares. Dann sehr wichtig für uns ist die Landwirtschaft, das heisst die landwirtschaftliche Schule, da werden zukünftige Landwirtinnen und Landwirte ausgebildet. Bäuerinnen auch. Und das passt sehr gut. Da haben wir haben auch noch einen Betrieb mit Kühen, mit Schafen. Dann hat es einen Garten, wo Versuche gemacht werden, welche Getreidesorten wachsen jetzt am besten, welche Kartoffeln gedeiht am besten. Und ich glaube, es ist so das Komplexe. Also es hat wie für jede und jeden etwas, wo man hier anschauen kann. Musikinstrumente baut, ist ein kleiner Teil und gleich etwas, wo eine Bereicherung ist. Das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit in der Oberstufe, wo wir auch in der Schule gekocht haben. Ist das auch ein bisschen eine Schulküche hier? Das ist eine Schulküche, so eine konventionelle. Wir brauchen die hauptsächlich, oder ist eingerichtet worden für die Bäuerinnenschule. Die Ausbildung findet auch hier statt. Wir als waschechte Thurgau kennen natürlich den Arenenberg, aber dass es so eine wahnsinnige Diversität hat in diesem Betrieb und in diesem Unternehmen und dass wir eigentlich in dieser Stunde jetzt schon alles erfahren haben, ist fast unglaublich. Wir sind beim Napoleon-Turm angekommen. Ein prächtiges und mächtiges Gebäude. Jetzt stehen uns nur noch wahrscheinlich ein paar hundert Stegentritte bevor wir dann die Aussicht auf den See geniessen können.
ein Zwischenpodest zum Luft holen. Mit ersten Blick auf den See. Die Plattform zum Verschnaufen. Und schon sehen wir noch ein bisschen mehr. Hier oben 208 Steigentritte sind es. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Da vorne ist die Insel Reichenau. Dann sehen wir hier auf Deutschland über. Und da vorne die Trennung vom See, wo es in See Rie und dann in den Untersee geht, in den Überlinger See und in den Bodensee. Da hinten wäre eigentlich der Sentis, aber das ist ein bisschen verhangen heute. Der Louis sitzt hier unten. Der ist nämlich nicht so Fan von der Höhe. Und ich schnipp mich jetzt zu ihm runter. Und mir ist höllisch schwindelig. Die Aussicht, ihr habt es gesehen, war fantastisch. Jetzt wird es für uns aber langsam Zeit zum Zurückgehen, weil nach so einer anstrengenden Tour und Turmbesteigung haben wir Hunger. Und den stillen wir heute im Hotel und Restaurant Feldbach, die Steckbaren, hoffentlich noch auf der Terrasse draussen wieder, direkt am See. So, Elektrovelos sind schon etwas Cooles, oder? Mega! Nein, das macht so Spass, wirklich. Also, wir da sind flitzen wir auch mal den Hügel rauf und drauf. Von Steckborn zum Arenenberg, zum Napoleonturm und quasi ohne Anstrengung. Das ist so etwas Cooles. Und wir haben immer noch angekommen, jetzt noch nicht geladen, seit wir jetzt gestern und heute rumgefahren sind. Ja, das stimmt. Aber jetzt packen wir sie und dann schauen wir, ob es etwas beziehen wir mal unser Zimmer und dann schauen, ob es noch etwas Nacht gibt. Wir sind ein bisschen spät dran, aber es hat einfach so viel Spass gemacht. Wir sind angekommen im See- und Parkhotel Feldbach. Das Zimmer können wir jeden Moment beziehen, aber hier bei mir steht schon unser Gastgeber, der Stefan Volk. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist eine wunderschöne Anlage und es freut uns jetzt auch natürlich, dass es mit Dachterrasse mit der Terrasse noch klappt, am See direkt. Gastgeber, wie lange gibt es Feldbach schon? Ja, das Feldbach gibt es seit 1252, so unglaublich 766 Jahre. Und dann fragt man sich wirklich, wo war die Schweiz, als das Feldbach entstanden ist, weil die Schweiz gibt es erst seit 1291. Ich bin jetzt selbst 3,5 Jahre hier und jeden Tag noch fasziniert von der Geschichte vom Haus. Jetzt das See- und Parkhotel Feldbach aus. Vielleicht auch mal auf die Küche bezogen vom Restaurant. Was ist das typische Gericht da? Ja, sicherlich am See schauen wir im Sommer, dass wir den Fang des Tages aus dem See auf den Teller zaubern, sei es als Fischknusperli mit einer speziellen Panade oder natürlich so, wie es der Gast will, gebraten pochiert. Und natürlich haben wir auch immer ein Stück Fleisch, vegetarisch kommt auch keiner zu kurz. Und natürlich die Kinder dürfen wir nie vergessen, die haben auch große Wünsche, unsere Gäste von später. Auf jeden Fall. Uns freut es, dass wir jetzt hier dürfen sein und ich glaube, jetzt haben wir langsam Hunger. Wir sind durch das Restaurant durchgelaufen und sind jetzt auf dieser herrlichen Terrasse schon wieder heute direkt am Wasser. Und damit wir den Kreis auch komplett schliessen, habe ich hier einen feinen Tropfen vom Tröpfel. Oh, es brennt schon Licht. Wer hat hier nicht abgelöscht? Ups. Wir haben übrigens Nummer 208 und wenn ihr einmal hier rankommt und ein Hotelzimmer reserviert, dann ist das ganz eine gute Nummer. Wieso, das verrate ich euch später. Wir kommen hier, wir sind gerade direkt im Eingangsbereich. Da hinten hat es eine Garderobe, gute Ablagefläche. Und ich übrigens jetzt auch meinen Rucksack kann versorgen. Wenn wir hier nach links schauen, auf eurer Seite rechts, haben wir das Bad. Top modern, super Licht, Dusche, Trennwand, gefällt mir sehr gut, sehr cool. Und wenn wir dann weiterlaufen, kommen wir hier in den grossen Main Bedroom, ein riesengroßes Bett, ich glaube, das kann man so sagen. Fühlt sich auch ganz bequem an, wirklich super. Wir haben eine kleine Ablagefläche für den Koffer und so weiter.
Schreibtisch. Wenn ihr euch fragt, was das ist, das hat ein bisschen komisch ausgesehen. Das sind unsere E-Bike-Akkus, die wir die Nacht aufgenommen haben zum Aufladen. Vielleicht machen wir morgen noch schon wieder das, weil natürlich. Heute Abend machen wir wahrscheinlich nicht mehr viel. Für da hat es hier noch einen Fernseher. Panasonic, relativ gross, macht Spass. Da unten haben wir noch einen Minibau. Die kann man nach Wunsch befüllen lassen. Und ja, mir gefällt es richtig gut hier drin. Helles Licht, man fühlt sich wohl. Und ich habe draussen gesagt, Nummer 208, ihr sollt euch das merken. Ich glaube, das müssen wir auf morgen verschieben. Wir zeigen euch dann morgen, was sich hinter dieser Tür noch verbirgt. Und genau das haben wir euch gestern Abend noch zeigen mit dem Zimmer 208, mit dieser fantastischen Aussicht. Ihr habt es gesehen heute Morgen, wo wir den Vorhang aufgemacht haben, traumhaft. Oder wie wir ja jetzt sagen, ein Genuss. Das war es jetzt aber auch von unserem 3. Tag durch den Thurgau. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso gut gefallen wie uns. Und es ist ja noch nicht der letzte Tag, Nein, da kommt noch einiges mehr. Schön sind ihr dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Alle Videos zu unserer Thurgauer Genusswoche findet ihr hier unten in dieser Playlist. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal hier. Und zum Schluss gibt es auch noch einen Wettbewerb. Wenn ihr nämlich einen Gutschein für einen Thurgauer Geschenksaras gewinnen wollt, dann findet ihr alle Informationen hier oben. Achtet euch auf Buchstaben und viel Glück!